SRF Kids Hörspiel. SRF Kids Hörspiel. Dein Podcast. Spotz, Speuz, Brom. Das Speuzmobil hat wieder mal alles gegeben. Der Papa hat sich über das Lenkrad von unserem Auto gebückt, wie wenn er die alte Kiste so ein bisschen windschlüpfriger hätte machen können. Er hat den Hang aufgeblinzelt und dem klapprigen Göppel durch 10 Mut zugeflüstert. «Komm, hopp, den nimmst du auch noch. Steigung 9%. Jetzt durchheben!» Oder sein Lieblingsspruch vor dem Schalten amix. «Achtung jetzt! Höchste Anforderungen an Mensch und Maschine!» Und das Speuzmobil hat sich angestrengt, hat gespuddert, geröchelt, gekroset, geklappert und gekläfelt, gehustet, gekeucht und geächzt und eben gespeuzt, dass es seinem Namen alle Ehre gemacht hat. Und das schon bei einer Steigung von mageren 9%. Ich habe aus dem Fenster geschaut und Letsch gezogen. Aber so richtig. Steigung minus 25%. Mindestens. In die Ferien mit dem Speuzmobil. Schon wieder. Und wie jedes Jahr. Nein, ehrlich. Nicht zu weit weg natürlich, weil Speuzmobil mag ja nicht mehr so. Nein, so nah wie möglich. Wenn es geht, Säufeli geradeaus. Wahrscheinlich wieder in einer Hütte mit gerade mal fließend Wasser. Wenn wir Glück haben, ein WC. Vielleicht. Familienferien, sagt ihm der Papa amix. Und ja, dir wird's gefallen, Paul, wirst sehen. Ja, Hafenkäse. Von meinen Schulkollegen habe ich gewusst, wie anständige Ferien aussehen. Hotelkomplex mit Strandanbindung, Innen- und Aussenpool mit Gegenstromanlage, Wasserrutsche, Whirlpool und Schwaltuschi, Live-Musik und Softanimation, Wasser- und Jetski und Video on Demand. Hey, und zum Essen Themenbuffets, Showcooking, Langschläferfrühstück und einmal am Tag gratis Klasse für alle Kinder. So nämlich, das sind Ferien. Ja, aber klar, zum Speuzmobil kommt man natürlich gar nicht erst an so einen Ort. Da mussten wir schon froh sein, wenn es überhaupt vorwärts gegangen ist. 2-mal hat die Alklappe gespeuzt und ist abgelegen. Und dann mussten wir wieder anhalten und warten, bis das Kühlwasser wieder kühlt und die Bremse wieder bremsen und der Göppel wieder weiterhöterle. Also nein, ehrlich. Sogar die Mama hat gesäufzt. Und das im 21. Jahrhundert. Also, ich weiss gar nicht, was sie haben. Das Auto ist ein moderner Klassiker und für Baujahr 84 ist es noch tipptopp in Ordnung. Hat der Papa gemeint. Hat dem Speuzmobil die roten Blechrundungen getätschelt und dann wieder zum Aufbruch geblasen. So, einsteigen die ganze Mannschaft. Weiter geht's. Ja, eben, die ganze Mannschaft. Die sogenannte Mannschaft hat die ganze Sache nur noch verschlimmert. Zu dieser Mannschaft haben nämlich nicht nur ich und meine Eltern gehört. Meine kleine Schwester haben natürlich auch mit. Jenny, haben ihnen alle gesagt. Weil Jennifer als Name schon viel zu lang ist für so einen kleinen 2,5-jährigen Stümper, der zur Nacht noch ins Bett bisselt und immer noch «schulkrank» sagt, statt «Kühlschrank». Und schliesslich das älteste Mitglied unserer grossartigen Mannschaft, Domalina. Sie war im Gegensatz zu der Jenny schon ein bisschen älter, so ungefähr 65 oder 66 Millionen Jahre. Ende Kreidezeit wäre sie dann geboren. Könnte etwas stimmen. Und wie sich das gehört für so ein Fossil, Domalina macht nur noch, auf was sie gerade Lust hat und hört nur noch, was sie will. Hey, sie und meine kleine Schwester sind immer ein Herz und eine Seele. Jenny sagt irgendetwas, Domalina versteht irgendetwas anderes und so sind sie garantiert immer einer Meinung. Ohne, dass jemand anders kapiert, um was es eigentlich geht. Also auch nicht ganz unschuldig am langsamen Tempo vom Speuzmobil war seine restliche Ladung. Ausser der Mama, dem Papa, der Jenny, der Oma Lina, mir und dem ganzen Gepäck hat das Speuzmobil nämlich auch noch genau 21 Büchsen Dessertcreme geladen. 10-mal Vanille und 11-mal Schoki. Also für jeden Ferientag eine. Der Papa hat nämlich wie immer in den Ferien grosszügig angeboten, jeden Tag den Dessert zu machen.
Und wie jede Ferien hat er eine abwechslungsreiche Dessertkarte zusammengestellt. Schokocreme mit Birnenhälften, Vanillecreme mit Pfirsich, Schokocreme mit ohne etwas, Vanille mit Löffelbiskuits, Vanilleschoki gemischt mit Müsterli, Vanille mit frischen Himbeer, falls man findet, und so weiter und so fort. Puh. Ich habe aus dem Fenster gestarrt, habe aufgepasst, dass mir der Latsch nicht verrutscht und habe die Landschaft an mir vorbeiziehen. Grün, 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 Felder, Felder, Wald, Wald, grün, grün. Eingeklemmt zwischen der Oma Lina, ihrem Hüftspeck und dem Autofenster, wo sich die ewig gleich ödgrüne Landschaft drin gespiegelt hat, habe ich den Kopf ans Glas gelehnt. Ich habe gemerkt, wie meine Backe langsam am Glas noch abgeschlirrt ist, bis die Türknöpfchen sich drin hineingebohrt hat. Grün, 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 Felder, Felder, grün, 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 Wald, Wald. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Ist grün. Haha, Hafenkäse. Grün, 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 grün. Speuz! Grün, grün, grün. Speuz! Wald, grün, grün. Speuz, Speuz! Grün, grün, Speuz! Auf einmal hat das Speuzmobil angefangen zu speuzen wie noch nie. Der Knopf hat gebockt und ist rumgejuckt wie ein Ross beim Rodeo. Er hat geklopft und knallt und geraucht und Gümp gemacht, dass der Papa sich krampfhaft am Steuerrad hat müssen heben. Und hinten die Oma Lina, Jenny, ich und alle 21 Büchsen Dessertcreme durcheinander gekugelt sind, wie bei einem gigantischen Büchsenschiessen. Und nicht, dass das Speuzmobil jetzt langsamer geworden wäre oder gar angehalten hat. Im Gegenteil. Es ist durchgestartet wie ein Düsenjet. Die Landschaft draussen ist verschwommen zu einem einzigen grünen Wirbel, hat sich mit dem Wasserdampf aus der Motorhaube gemischt. Und mit dem letzten riesen Klapp Speuz! Ist das Speuzmobil in einer gigantischen Dampfwolke stehen geblieben. Mit offenen Müller haben wir alle aus dem Fenster zugeschaut, wie sich der Nebel rund um das Speuzmobil langsam geleitet hat. Die erste, die ihre Sprache wieder gefunden hat, war Jenny. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Ist grün und gross. Ein Hühnerfuß. Genau, hat Oma Lina bestätigt. Und für einmal haben sie recht gehabt. Beide. Was da direkt neben dem Speuzmobil auftaucht ist, wo der Nebel sich langsam verzogen hat tatsächlich ein bisschen ausgesehen wie ein Hühnerfuß. Und grün. Und gross. So etwa einen guten 1,20 Meter. Mit der Zeit hat man im Dunst mehr erkennen. Ein zweiter Hühnerfuß. 2 Beine, viel höher als das Speuzmobil. Mit einer Art grünen Elefantenhaut überzogen. 2 kleinere Vorderfüße und schließlich das ganze Tier. Eine Art fette Rieseneidechse mit einem gigantischen Röhrenhorn auf der Stirn. Wo um alles in der Welt sind wir da gelandet? Hat der Papa geflüstert. In der Kreidezeit, vor etwa 65 oder 66 Millionen Jahren, habe ich zurückgeküschelt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das ist eindeutig ein Parasaurolophus. Ein Wollensauenhochschuss. So, hat Oma Lina gemeint. Ein Parasaurolophus. Sieht man an dem Röhrenhorn dort auf dem Kopf. Einer der eher kleinen Dinosaurier aus der Kreidezeit. Von den kleinen? Hat die Mama ihre Sprache wieder gefunden. Ja, und das Mittelfeld. So etwa 2,5 Tonnen Lebendgewicht. Eigentlich ziemlich ungefährlich. Ein Pflanzenfresser. Lebt von Zweig und Früchten und Blättern. Der Parasaurolophus hat an der Stoßstange herumgeschleckt. Es tönt wie Sandpapier. Dann hat das Speuzmobil mit der Schnauze vorsichtig ein bisschen aufgeklopft, wie zum das Gewicht abschätzen. Der Papa ist langsam nervös geworden. Könnte es auch sein, dass das Parasauro-Dings da ab und zu so zwischendurch auch das Speuzmobil frisst? Ausnahmsweise. Ich muss bisseln,
hat sich Jenny zu Wort gemeldet. «Das ist jetzt gerade nicht so günstig, Jenny. Du siehst doch, ich muss aber jetzt. Jenny, bitte, jetzt mach mich nicht nervös. Hup!» Aus Versehen ist der Papa an die Hupe gekommen. Der Parasaurolophus ist verschrocken zurückgejuckt. «Bist du wahnsinnig? Jetzt hast du es gereizt. Wer weiß, was passiert, wenn das Viech aggressiv...» «Böp! Hörst jetzt auf hupen? Ich kann doch gar nicht. Ich muss bisseln. Jetzt sind doch mal alle still, alle zusammen. Sonst meint das Wollensauer Hochschuss noch...» «Böp!» Der Einzige, der einen kühlen Kopf bewahrt hat, war wieder mal ich. «Das ist der Saurier. Der Parasaurolophus trötet. Der kann das wegen dem Horn dort auf der Stirne. Er hat das Röhrensystem im Schädel, wo er Töne machen damit. Böp. Hört es? Da! Er probiert nur, mit uns zu reden.» Tatsächlich ist der Parasaurolophus sehr interessiert langsam ums Speuzmobil herumgelaufen und hat von Zeit zu Zeit ein feines Böp trötet. Ich gang runter. Der probiert wirklich, mit dem Speuzmobil zu reden. So herzig. Hup nochmal. Die Mama war begeistert. Der Papa hat tief durchgeschnauft und ganz säuferlich auf die Hupe gedrückt. Der Parasaurolophus ist bewegungslos stehen geblieben, hat den grossen Kopf schräg gelegt und das Speuzmobil mit seinen kleinen Augen angeblinzelt. Und dann hat er angefangen, ganz langsam seinen Hals hin und her zu bewegen. Böp. Sein schwerer Kopf mit dem grossen Röhrenhorn hat das 8 in die Luft gezeichnet. Es funktioniert! Der Papa hat nochmal gehupet, so fein er hat können. Der Parasaurolophus hat mit Inbrunst strötet, das Speuzmobil ist eingefallen und schließlich haben sich die beiden Stimmen ineinander verwoben zum vermutlich gefühlvollsten Duett der ganzen Kreidezeit. Die Mama hat den Papa von der Seite angeschaut mit dem Blick, der mir immer so ein bisschen peinlich ist. «Du bist eben doch ein Romantiker», hat sie gesagt und hat dem Papa die Hand auf den Arm gelegt. Ich habe als Einziger die gefährliche Situation im Auge behalten. Also ehrlich gesagt, auch wenn das da offenbar eine Liebesgeschichte sollte sein, möchte ich lieber nicht wissen, wie so etwas endet. Ja, und sowieso, merkt ihr nichts? Der Boden zittert. Was ist das? Jetzt haben es auch die anderen gemerkt. Böp, hat jetzt auch der Parasaurolophus gemacht und ins dichte Gestrüpp aus Riesenfarn und Schachtelhalm gespienzelt. Speuzmobil hat Herzpöpperle. Der ist natürlich von der Mama gekommen. «Was? Schwärzfötterle? Das ist ein Erdbeben!» hat Oma Lina gemeint und sich an der Jenny gehebt. «Hafenkäse, das kommt näher. Sicher irgendein anderes Tier.» Der Parasaurolophus hat das Speuzmobil angestöpfelt und ängstlich trötet. Der Boden hat gepeppt. Der Parasaurolophus hat ein paar Schritte ins Gebüsch gemacht und mit einem Mordsgump, wo man dem Riesenviech gar nicht zutraut hat, ist sie in den Büsch verschwunden. Was gibt's denn in der Kreidezeit ausser dem Parasauro-Dings da noch so für andere Viecher? Paul? Hat mich der Papa vorsichtig gefragt. Ach, alles Mögliche. Flugsaurier zum Beispiel. Oder der Triceratops. Aber der bekannteste Saurier der Kreidezeit ist sicher der Tyrannosaurus Rex. 13 Meter lang, 6 Meter hoch, 7 Tonnen schwer. Ein Fleischfresser mit einem Gebiss zum Knochenknacken. Das wildeste Raubtier, das je auf dieser Erde gelebt hat. Wenn der sich in Bewegung setzt, bebt die Erde. Und kein Stein bleibt auf dem anderen. «Ich muss bisseln», hat Jenny gesagt. Und wo wir alle nur wie hypnotisiert mit weit aufgerissenen Augen ins Gebüsch geschaut haben, hat sie kurz entschlossen die Autotür aufgemacht, ist abgehöselt und hat sich unter den nächsten Riesenfarn gehöckelt. «Jenny!» haben wir vierstimmig aus dem Speuzmobil rausgerufen, aber es hat nichts genützt. Meine Kleinschwester hat in einer Seelenruhe unter der Riesenfarn gebisselt und sich von diesen Erdbebenstössen überhaupt nicht beeindrucken lassen. Und in dem Moment hat zwischen diesen gewaltigen Schachtelhelm und Farnwedel ein riesiger Kopf durchgeschaut. Etwa so gross wie Speuzmobil, mit offenen Motorhuben. Nur mit viel,
viel mehr Zähne. Ein Tyrannosaurus Rex. «Jenny, bleib wo du bist! Wir kommen dich holen!» hat der Papa gerufen und das Speuzmobil gestartet. Es hat gespuddert, gehustet und gekeucht wie immer, dampft und gespeuzt wie ein Weltmeister. Aber bewegt? Tja, bewegt hat sich das Speuzmobil das mal nicht. «Ah, Mist! Wir stecken fest im Sumpf! Gib Gas! Ja, Ras! Wir kommen, Jenny! Heb durch!» Der Tyrannosaurus Rex hat ziemlich gestört durchs Kraut blinzelt. Offenbar hat er nicht so recht gewusst, was er mit dem lärmigen roten Speuz und Stinkkäfer anfangen soll. Wenigstens hatten unser Zetamordio-Theater und dem Speuzmobil seine Rauch- und Röchelshow immer noch von der Jenny abgelenkt. Die hat nämlich mit grossen Augen und der Hose auf den Knie unten immer noch unter ihrem Riesenfarn vorgeblinzelt. «Paul, schnell, du weißt doch sicher, welche natürliche Find hat das Viech?» hat Mama jetzt mich gefragt. Aber da musste ich ausnahmsweise passen. Ja, man weiss halt immer noch nicht genau, warum Dinosaurier ausgestorben sind. Wahrscheinlich wegen einem Meteoriteneinschlag. Aha, so. Ja, und siehst du da gerade zufällig irgendeinen Meteorit vorbeifliegen? Oder wegen dem Klimawandel? Ja, das hilft der Jenny jetzt auch nicht, wenn man auf den wartet. Aber der einzige natürliche Find, der mit einem Tyrannosaurus Rex zu Schlag kommt, ist vielleicht ein zweiter Tyrannosaurus Rex? Super. Und was sollte jetzt an 2 von diesen Viechern besser sein als an einem? «Bin fertig!» hat sich jetzt zu allem Elend auch noch Jenny gemeldet. Der Grosskopf vom Tyrannosaurus Rex ist umgezuckt und hat das kleine, saftige Wesen gesehen, wo direkt vor seiner schuppigen Nase unter einem Riesenfarm vorgefüttert ist. Der Tyrannosaurus Rex hat sein Riesenmaul geschleckt und sich zu der Jenny abgebückt. Zack! Da hat eine Büchse Dessertcreme mit voller Wucht an den Schläfen getroffen. Schoki. «So, du Tyrannosaurus-Viech, wenn du noch keinen natürlichen Find hast, dann erfinde ich dir jetzt einen!» hat Mama mit Donnerstimme gerufen und ist mit 2 Büchsen Dessertcreme bewaffnet aufs Dach vom Speuzmobil geklettert. «Du ziehst jetzt besser den Schwanz ein, weil jetzt komm ich und ich bin wütig, hässig und verdammt gefährlich!» Und Schoki, zack, Vanille, zack, hat sie dem Riesenviech 2 Büchsen an die Schnauze geschmettert. Der Tyrannosaurus Rex hat erstaunt aufgejault. Und wie auf Kommando hat die ganze Mannschaft vom Speuzmobil zum Angriff geblasen. Domalina hat auf dem Rücksitz alle Büchsen zusammengesammelt. Ich habe sie der Mama aufs Dach weitergegeben. Der Papa hat das Speuzmobil mit sämtlichen Pedalen und Hebel zum Rauchen, Speuzen, Dampfen, Hupen, Röcheln und Jaulen gebracht. Und die Mama hat vom Dach oben auf den Tyrannosaurus Rex lospulvert. Vanille, zack, Schoki, zack, Vanille, zack, zack, Schoki, zack, zack, Vanille und nochmal Vanille, zack, zack, zwischen den Augen. Ein gemischtes Doppel. Vanille, zack, Schoki, zack, an die schuppige Hühnerbrust und schließlich ein fadengerade Schoki, zack, zmitzt in das gigantische Reiszahnmaul. Jetzt hat der Tyrannosaurus Rex noch lauter gewürgt, gekeucht und gespeuzt wie das Speuzmobil. Dann hat er angefangen zu schwanken, hat sich umgedreht und ist mit Küchen, Hitzgen und Würgen im Zickzack im Gehölz verschwunden. Ein riesiges Jubel im Speuzmobil. «Ha, du Queen of the Stone Age!» hat der Papa gejuchzt, als die Mama vom Blechdach runtergelupft hat. «Das sind definitiv die schlagendsten Argumente, die du je gebracht hast.» «Ja, echte Totschläger.» «Was? Hundsgegel?» Domalina ist fast platzt vor Stolz. «Donnerbüchse sind das gsi. Meine Schwiegertochter ist eine echte Drachentöterin.» Der Jenny ist vor lauter Begeisterung nichts Gescheites in den Sinn gekommen, als mit ihrem Bluttenfüdli rund ums Speuzmobil herumzuhöseln und zu weichen in einer Lüte und Höhe, dass man Angst haben um sein Trommelfell. Als wir uns einigermaßen beruhigt haben, haben wir angefangen, die vorigen Büchsen wieder einzusammeln und im Kofferraum vom Speuzmobil zu stapeln.
Immerhin noch 8-mal Vanille und 10-mal Schokocreme. Ich war echt stolz auf meine Mutter und musste ihr gerade ein Küsschen geben. Also eins steht fest, hat er zugeflüstert. Von allen Müttern mit schlagenden Argumenten bist du sicher die mit den härtesten Stahlfüßen. Danke, Paul. Aber hilf mir besser überlegen, wie um alles in der Welt kommen wir da wieder weg. Unser Speuzmobil ist ja im Sumpf eingesunken bis über die Pneu. Auch ich habe den dunkelbraunen Feuchtdreck angeschaut, wo das Speuzmobil schon bis an die Stoßstange eingesaugt hat. Und habe mich wie der Papa fachmännisch am Kopf gekratzt. Ja, da hilft nur eins. Schieben, hat der Papa gemeint. Wir haben uns alle gegen das dicke rote Hinterteil vom Speuzmobil gestemmt und haben auf den Papa sein Kommando gewartet. Und auf «Los!» haben wir alle Schub gegeben. Speuzmobil, der Papa, die Mama, die Malina und ich. Die schwarze, sumpfige Erde ist unter den Rädchen vorgespickt und hat uns alle von oben bis unten vollgespritzt. Und endlich haben die Reifen gegriffen. Der Papa hat gerufen: «Einsteigen, die ganze Mannschaft!» Wir haben uns gerade noch auf die verschlissenen Kunstlederpolster schmeißen. Da hat sich das Speuzmobil in Bewegung gesetzt. Es ist mit einem lauten «Speuz!» durchgestartet. Und in einem Tempo, das einem den Schnuff verschlagen hat sich das Speuzmobil in einem Wirbel aus Dreck, Nebel und Dampf um sich selber gedreht. Hat sich vom Erdboden gelöst, sich in den Himmel hochgeschraubt. Ich habe nicht mehr gewusst, wo oben und unten ist. Bis es schliesslich mit dem letzten «Speuz!» in einer grossen Staubwolke zum Stehen gekommen ist. Es hat geklettert, geklappert und gescheppert. Durch die schlammverspritzten Fenster haben wir gesehen, wie Blechteile in alle Richtungen gespickt sind. «Hui, wie ein gigantisches Büchsenschiessen!» hat der Papa geflüstert. «Was soll das heissen? Du hörst Füchsli nüssen!» hat Malina entsetzt angeschnurrt. «Du hast unser Auto an den Baum gefahren!» Das hat zum Glück so nicht gestimmt. Der verbühlte Blechhaufen am Boden hat mit dem Speuzmobil nichts zu tun. Das Metall war schwarz, nicht rot. Ein Haufen verbühlte Einzelteile sind sonderobs im Dreck gelegen. Und wo sich die Staubwolke langsam geleitet hat, habe ich plötzlich gesehen, wie uns durch einen schmalen Schlitz in einer Art verbühlter Blechdose ein wütiges und verschrockenes Augenpaar angefunkelt hat. «Das ist ein Helm! Eine Rüstung! Eine Ritterrüstung!» habe ich als erstes geschaltet. Und wenn mich nicht alles täuscht, eine mit Inhalt. Wir sind im Mittelalter gelandet. Jetzt sind von allen Seiten Leute springen. Sie haben aufgeregt herumgefuchtelt, irgendetwas Unverständliches geschrien und aufs Speuzmobil gezeigt. Ein paar von ihnen haben sich schließlich um den Blechhaufen am Boden gekümmert und hatten wieder sortiert und aufgestellt. Der Papa hat das Fenster runtergekurbelt. «Bitte entschuldigen Sie, das wollte ich nicht. Ist Ihnen etwas passiert?» Es ist schlagartig ruhig geworden. Alle haben den Papa angeschaut, dann den Schwarzen Ritter, dann wieder den Papa. Und in die Stille hinein hat der Schwarze Ritter langsam sein Händchen von der linken Hand gezogen, hat ihn einen Moment lang in die Luft gehoben und ihn dann mit Schwung vor das Speuzmobil geworfen. Die Leute haben aufgeregt geflüstert und einander angestupft. Und obwohl ich gerufen habe, «Nicht, Papa, nicht!», hat der Papa die Autotür aufgemacht, hat den Händchen aufgelesen und in dieser gefürchigen Gestalt höflich angehabt. «Ich glaube, Sie haben da etwas verloren, Herr Ritter.» Der Schwarze Ritter hat ihn stolz gemustert, hat sich wortlos auf seinem quietschenden Absatz umgedreht und ist im Gewühl verschwunden. «Hopp, bist du verrückt, Papa? Das war der Federhändchen. Der Ritter fordert dich zum Kampf raus. Er hat dir ein Händchen vor die Füße geworfen und wenn du ihn aufliest, dann nimmst du die Herausforderung zum Kampf an. Du hast jetzt also sozusagen eine Verabredung mit dem Schwarzen Ritter. Zum Zweikampf. Ein Beinkrampf? Oh, Alex, ja, jetzt haben wir das Geschenk. Malina hat dem Papa mitleidig den Arm tätschelt. Und der hat auch nicht gerade ausgesehen, wie wenn er die Situation wirklich begreifen will. Der Papa ist wieder eingestiegen und im Schritttempo hat das Speuzmobil durch die vielen Leute gesteuert.
Ein Traube Kind hat sich am Speuzmobil angeschlossen und rumgejohlt. Alle haben uns zugewunken und gejubelt. Und die Mama, Domalina, Jenny und ich haben zurückgewunken. Es ist langsam dunkel geworden. Und überall haben sie Feuer und Fackeln angezündet. Sind drum herumgehockt, haben gegessen und Musik gemacht. Schliesslich hat der Papa das Speuzmobil ein bisschen aus dem Trubel rausgelenkt und in eine stillere Ecke gefahren. Und endlich sind wir bei einer langen Sandbahn angekommen. Sie hatte in der Mitte eine hölzige Absperrung, die mit lauter bunten Fähnchen geschmückt war. «Ah, das muss die Turnierbahn sein», habe ich unserer Mannschaft erklärt. Da reiten morgen immer 2 Ritter in voller Rüstung mit ihren Lanzen aufeinander zu und probieren sich aus dem Sattel zu lupfen. «Die Josten», sagt man dem. «Und du meinst, ich hätte mit dem schwarzen Ritter morgen eine Verabredung zum Josten?» «Also, go posten müsst ihr heute allein», hat Omalina gesagt und geeinert. «Wir langen's für heute.» Und sie hat sich an Jenny gelehnt, die nach dem anstrengenden Tag schon in den Tiefschlaf gefallen ist. Ich konnte vor lauter Aufregung nicht einschlafen. Schliesslich habe ich das Schäflizellen aufgegeben und beschlossen, mich wie einen richtigen Knappen um die Ausrüstung von meinem Ritter zu kümmern. Ich bin ganz leislich ausgestiegen und habe unser gutes altes Speuzmobil angeschaut. Es hat im Schein von diesen vielen Holzfeuern rundum fast lebendig ausgesehen. Zwar immer noch bös verspritzt und verdreckt. Ich habe in die Hände gespeuzt und mich an die Arbeit gemacht. Ich habe ihm den Dreck aus den Felgen gekratzt und Steinchen aus den Reifen gerübelt. Die Fenster putzt und die roten Blechrundungen poliert. Die verbühlte Stoßstange abgerieben und die Skiwerfer angehaucht und abputzt und nochmal angehaucht und abputzt und nochmal und wieder, bis sie blitzt und gefunkelt haben wie ein paar hellwache Augen. Die tiefe Nacht war schon, als ich endlich fertig war. Ich bin vor dem Speuzmobil angestanden und habe es angeschaut. Und zum allerersten Mal bin ich richtig stolz auf unser Speuzmobil. Und ziemlich sicher, dass es morgen beim Turnier als rotes Panzerross keine schlechte Falle wird machen. Im frisch geputzten und polierten Speuzmobil sind wir am nächsten Morgen auf dem Turnierplatz eingefahren. Alles war mit bunten Fahnen, Standarten, Wimpel und Bändern geschmückt, die im Wind geflattert haben. Das Volk war schon oft dabei und hat sich um den Turnierplatz versammelt. Auch der schwarze Ritter war schon parat. Seine Knappen haben gute Arbeit geleistet und sicher die ganze Nacht die verbühlte Rüstung ausgebühlt. Keine Spur hat man mehr gesehen von unserem unglückseligen Zusammenstoß gestern. Auf seinem schwarzen Ross mit dem Schild in der einen und der langen Turnierlanze in der anderen Hand hat er unheimlich gefährlich ausgesehen. Seine Augen haben durchs Visier geblitzt. Aber unser rotes Speuzmobil Panzerross hat ihm eindeutig die Show gestohlen. Die Leute haben uns zugejubelt und Blumen gerührt und klatscht und drängelt und probiert, das rotglänzige Metall vom Speuzmobil durch die Absperrung zu berühren. Am Papa ist der Erfolg langsam in den Kopf gestiegen. Die schwarze Konservenbüchse dort. Nehmen wir doch mit links. Die bringen wir eingestampft in die Altmetallsammlung. Jetzt hat der Fanfare den Anfang vom Turnier angekündigt. Plötzlich ist es ruhig geworden. Die Menge hat sich geteilt und begleitet von ihren Burgfräulein ist die Königin auf die Tribüne zugestolziert. Alle Frauen haben lange Gewänder getragen und goldige Gürtel, Schmuck und Tücher. Sie haben auf der Tribüne auf seidigen Küssen Platz genommen. Das schönste Burgfräulein aber hat sich auf einmal aus der Reihe gelöst, ist auf die Absperrung zugelaufen und hat unser Speuzmobil mit grossen Augen aus der Nähe bewundert. Das hat der schwarze Ritter in Fahrt gebracht. Er ist von der Tribüne galoppiert, hat sein Ross steigen lassen und ist in einer grossen Staubwolke vor dem Burgfräulein stehen geblieben. Sie hat sich den Staub von der Nase weggefächelt, hat ihr Halstuch gelöst. Der Ritter hat den Arm schon ausgestreckt. Aber an seiner Hand vorbei hat das Burgfräulein ihr Tuch um die Antenne vom Speuzmobil geknüpft. Das hat dem schwarzen Ritter den Rest gegeben. Beleidigt ist er auf die Startposition galoppiert und hat seine Lanze gesenkt. «Hey, sie hat dich zu ihrem Ritter gemacht!» habe ich dem Papa erklärt,
wo dem Burgfräulein mit offenem Maul hinten angeschaut hat. Das Tuch ist das Zeichen dafür, dass du sollst gewinnen. In ihrem Namen. Jetzt hat uns der Waffenmeister eine lange, hölzige Turnierlanze gebracht. Der Papa hat sie mit links aus dem Fenster gehebt, ein Rechtsgewicht, und probiert, mit der anderen Hand Speuzmobil zu lenken. Höchste Anforderungen an Mensch und Maschine, hat der Dozent gepfiffen. Er hat das Speuzmobil in Startposition gebracht. Und auf ein Zeichen vom Turnierrichter sind wir mit gesenkten Lanzen aufeinander zugerast. Unser Speuzmobil samt Mannschaft und der Schwarzritter auf seinem Ross. Im gestreckten Galopp haben wir gesehen auf uns zufliegen. Das Speuzmobil hat aufgekühlt und gespeuzt. Schon hat der schwarze Ritter uns fast erreicht. Ich habe den Kopf eingezogen und mich mit der Oma Lina und der Jenny hinter dem Vordersitz in Sicherheit gebracht. Und dann hat es gesplittert und gekracht. Unser Speuzmobil ist ins Schleudern gekommen und mit quietschenden Reifen in einer grossen Staubwolke stehen geblieben. «Seine Lanze ist verbrochen! Wir haben gewonnen!» hat der Papa gejubelt. «Anfänger!» habe ich die Augen verdreht. «Von wegen gewonnen!» Wenn er schafft, seine Lanze an der Rüstung vom Gegner zu verbrechen, dann ist das laut Turnierregeln ein Punkt für ihn. Und wirklich. Im Triumph ist der schwarze Ritter rund um den Turnierplatz geritten, hat sich feiern lassen und die versplitterte Lanze hoch in den Himmel gestreckt. «Aha», hat der Papa gesagt. «Vielleicht hätte ich die Turnierregeln vorher mal studieren sollen.» «Genau, du sagst es. Einfach noch mal probieren», hat Oma Lina ihn wieder mal falsch verstanden. Der Papa hat das Speuzmobil wieder in Startposition gebracht. Der schwarze Ritter hat seine versplitterten Lanzen ausgewechselt. Sein Ross hat geschnaubt und gestampft. Unser Speuzmobil gekeucht und gespeuzt. Und mit gesenkten Lanzen sind wir wieder aufeinander zugeflogen. Ein Splittern und Krachen, ein Schleudern und Quietschen wie vorher. Und durch den aufgewirbelten Staub haben wir zuschauen, wie der schwarze Ritter die Zweitsiegerrunde gedreht hat und wie er seine versplitterten Lanzen wieder hoch in den Himmel gestreckt hat. «Oh, Kopf nochmal!» hat der Papa Dozent zischt. «Paul, was passiert eigentlich so amigs, wenn man bei einem Ritterturnier verliert?» Der Verlierer muss dem Sieger seine komplette Ausrüstung überlassen. Alle Waffen, seine Rüstung und sein Ross. Alle haben mich verschrocken angeschaut. «Heisst das, wenn wir das Turnier verlieren, müssen wir einem schwarzen Ritter unser Speuzmobil abgeben?» Ich habe nichts gesagt, nur langsam genickt. Alle haben mich verschrocken angestarrt. Und erst jetzt habe ich begriffen, was das eigentlich bedeutet. Ohne Speuzmobil mit meinen Eltern, der Oma Lina und der Jenny, im Mittelalter ausgesetzt. Das hat mich geschudert. Ja, zugegeben, in der letzten Zeit habe ich mehr als einmal gehofft, wir könnten den alten Klapp endlich loswerden. Aber im Moment konnte ich mir nichts Schlimmeres vorstellen, als unser Speuzmobil zu verlieren. Aber so weit ist jetzt noch nicht, habe ich am Speuzmobil und uns allen Mut gemacht. Wir haben noch eine Chance. Eine letzte zwar und eine kleine, aber immerhin. Mit wildem Herzklopfen habe ich mich am Vordersitz gehebt. Der Papa hat gekehrt, das Speuzmobil wieder in Startposition gebracht und das Gas auffüllen. Die Spannung im Speuzmobil ist gestiegen. Unsere ganze Mannschaft hat auf den schwarzen Ritter geschaut, der beim Waffenmeister seine neuen Lanzen abgeholt hat. Er hat nochmal eine Ehrenrunde gedreht, ist an der Tribüne vorbeigeritten und hat die schönen Frauen gegrüßt. Sogar unser grösster Fan, das Burgfräulein, das am Speuzmobil vor dem Turnier ihr Tuch an die Antenne gebunden hat dem schwarzen Ritter zurückgewunken. «Hopswitz, Hopswitz!» hat Jenny mit glänzigen Äugeln geflüstert. Der Papa hat tief durchgeschnauft. Man hat ihm angesehen, dass er die schwere Lanze fast nicht mehr zum Fenster ausheben. «Rutsch ein bisschen rüber und heb sie mit beiden Händen. Ich übernehme Steuer», hat die Mama sich gemeldet und sich übergelehnt. «Jetzt gilt's!» habe ich dort zischt. «Wir müssen aus dem Sattel stossen.
Das gibt laut Turnierregeln 3 Punkte. 2 mehr, als die Lanzen am Gegner zu verbrechen. Wenn wir das schaffen, haben wir gewonnen und dürfen unser Speuzmobil behalten. Das Speuzmobil hat aufgekühlt. Der Ritter hat seine Lanze gesenkt und im gestreckten Galopp ist er auf uns zugeritten, um auch noch seine 3. Lanze am roten Panzer vom Speuzmobil zu verbrechen. Aber Spatz, Speuz, brrrr, jetzt ist ein Speuzmobil in Fahrt gekommen. Der Motor hat gekühlt und geklopft. Eine grosse Wolke aus Abgas und Staub ist in der Luft geblieben hängen, wo wir unseren Blitzstart hingelegt haben. Mit Vollgas sind wir auf unseren Gegner zugerast. Der Papa hat sich an die Lanze geklammert, die Mama an die Steuer, Jenny an der Oma Lina ihren Hüftspeck und ich mich an den Vordersitz. Dann hat es laut gekracht und gesplittert. Das Speuzmobil ist ins Schleudern gekommen, hat sich Krach-Splitter um sich selber gedreht und ist mit einem letzten Bocksprung Speuz zum Stachel. Der Papa hat in die dicke Staubwolke gestarrt, die uns und das Speuzmobil komplett zugedeckt hat. Ich glaube, wir sind reif fürs Altmetall. Ein kompletter Totalblechschaden nicht mehr zum Ausbühlen. Ja, zum Losheulen, hat Oma Lina geseufzt. Was sollen wir jetzt nur ohne unser Speuzmobil anfangen? Aber dann hat sich die Staubwolke verzogen. Und? Blechschaden ja! Aber nicht bei uns! Habe ich gejubelt. Wir haben es geschafft! Wir haben ihn aus dem Sattel gelupft! Dort liegt er! 3 Punkte für Speuzmobil! Wir haben gewonnen! Und tatsächlich, wie ein eingestampfter Haufen Dessertcremedose ist der schwarze Ritter in seiner verbühlten Rüstung auf dem staubigen Boden gelegen. Das Publikum hat tobt und gejohlt und dem Speuzmobil zugejubelt. Wir haben gehupet, gespeuzt, gewunken und zurückgejubelt und auf unserem roten Panzerross eine Siegerrunde gedreht. Vor der Tribüne sind wir stehen geblieben. Die Königin ist aufgestanden und hat den Siegerkranz in die Luft gehoben. Sie hatten dem wunderschönen Burgfräulein weitergegeben, wo ihr Tuch vor dem Turnier an die Antenne vom Speuzmobil gebunden hat. Das Burgfräulein ist auf uns zugekommen, um uns den Siegerkranz zu überreichen. Der Papa hat schon aussteigen. Da hat sich die Mama dazwischen geschaltet. Moment. Wenn ich mich richtig erinnere, bin ich doch eigentlich gefahren. Jetzt hat es der Jenny aber gelangt. Sie ist kurz entschlossen ausgestiegen, hat das Tüchli vom Burgfräulein gepackt und den Händchen vom Ritter gerade auch und ist auf die beiden zumarschiert. Und statt den Siegerkranz in Empfang zu nehmen, hat sie am Burgfräulein sein Tuch zurückgegeben und dem Ritter sein Händchen in die Hand gedrückt. Und dann hat sie rechtsumkehr gemacht, hat die beiden stehen lassen, ist ins Speuzmobil zurückgeklettert, hat die Türen zugeschlitzt und gewartet, was passiert. Das erste Mal gar nichts. Niemand hat so recht gewusst, was er machen soll, wem das man jetzt zujubeln soll und ob überhaupt. Der Erste, der sich bewegt hat, war der schwarze Ritter. Mit einem kräftigen Hüftschwung hat er es endlich geschafft, sich immerhin bis auf die Knie aufzurichten. Er hat aus seinem verbühlten Topfhelm herumgerupft und ihn tatsächlich auch über den Kopf ziehen. Hilflos ist er vor dem Burgfräulein geknündelt. Ein junger, schöner Ritter. Der Topfhelm unter dem Arm, mit verschuddelten Haaren und roten Backen. Verlegen hat sie den Siegerkranz in der Hand gedrüllt und die 1000 Augen auf sich gespürt, wo sie angestarrt haben. Und weil er beim besten Willen nichts Gescheites in den Sinn gekommen ist, hat sie schliesslich kurz entschlossen den Siegerkranz auf die braunen Krusel von dem jungen Ritter gedruckt. Und weil er allein nicht mehr auf die Beine gekommen ist, hat sie die Hand ausgestreckt und hat ihm geholfen aufstehen. Jetzt endlich haben alle angefangen zu jubeln und klatschen. Hüte und Blumen sind durch die Luft geflogen. Die Leute sind auf den Turnierplatz geströmt und haben das schöne Paar auf den Schultern weggedreht. Also, eins muss man diesen Ritterbüchsen ja lassen. Der Inhalt ist meistens dann doch besser, als man erwartet, hat die Mama verschmitzt zum Papa gemeint. Sie hat ihm die Hand auf den Arm gelegt und der Papa hat die Mama fast so verliebt angeschaut wie der Ritter sein Burgfräulein. Ich habe Jenny auf dem Hintersitz angestupft. Sie hat gestrahlt wie ein Maikäfer.
Also eins muss ich sagen. Von allen extrem nervigen kleinen Schwestern, die zur Nacht noch ins Bett bisseln, bist du sicher die mit der besten Idee. Schliesslich haben wir uns mit unserem roten Panzerross in den langen Zug eingereiht, wo das schöne junge Paar begleitet hat. Das Speuzmobil hat mit Hupen und Tröten in allgemeinen Jubel mit eingestimmt. Bis es sich auf einmal vor lauter Begeisterung verschluckt hat und so den Hitzki bekommen hat, dass es die ganze Mannschaft von der Sitz gelupft hat. Es hat gekücht und gespeuzt und dampft und geröchelt. Aus der kleinen Gümp sind wilde Bocksprünge geworden. Und schliesslich hat es uns mit dem letzten grossen Hitzger Speuz in die Luft geschlitzt und durcheinandergewirbelt, dass wir nicht mehr gewusst haben, was oben und unten ist. Es hat uns schon fast nicht mehr gewundert, wo wir nach dem letzten Speuz in einer grossen Staubwolke stehen geblieben sind. Einer nach dem anderen hat sich aufgerappelt und gespannt aus dem Fenster geschaut. «Ja, nimmt mich nur Wunder, wo wir das mal gelandet sind», hat der Papa gemurmelt. Ich habe aus dem Fenster zugeschaut, wie sich der Staub langsam geleitet hat. Grün. Durch die Vorderscheibe haben wir jetzt eine weite, grüne Ebene gesehen, die sich bis an den Horizont gezogen hat. Wir sind zurück. Endlich. Speuzmobil hat sich wieder ins 21. Jahrhundert zurückgehitzelt. Hat sich die Mama schon gefreut. Aber «Ich sehe etwas, was du nicht siehst», hat Jenny jetzt gesagt, wo als einzige aus dem Hinterfenster rausgespienzelt hat. «Ein Zelt und eine Stadt.» Wir haben uns alle umgedreht und mit offenen Mühlen durchs Hinterfenster rausgestarrt. Ein Zelt steht, tatsächlich. Aber das sind keine normalen Zelte. Das sind Indianer-Tippis. Zmitzt in dieser endlosen grünen Prärie sind sicher 40 Indianer-Tippis gestanden. Dünne Rauchsäulen sind aus der Rauchklappe von diesen Zelten gestiegen. Und jetzt haben die ersten Kinder hinter den Zeltplanen vorgegüchselt, haben verschrocken auf unser Speuzmobil gezeigt und die Erwachsenen zusammengerufen. «Oh, meine Nerven!» hat der Papa gestöhnt. «Kaum haben wir einen Ritter in voller Montur bodigt, müssen wir gegen einen ganzen Stamm Indianer kämpfen.» «Ja, das glaube ich nicht», habe ich gesagt. Kurz entschlossen bin ich ausgestiegen und habe mit erhobener Hand das Zeichen für Freund gemacht. Das hat gewirkt. Die Indianer haben sich beruhigt. Und eine Gruppe von älteren Indianern, Männer mit Federn in den schwarzglänzigen Haaren und Frauen in langen Gewändern aus feinem, besticktem Leder, sind vorsichtig näher gekommen. Ehrfürchtig sind sie vor dem Speuzmobil stehen geblieben. «Sie laden uns in ihre Zeltstadt ein», habe ich ihre Zeichensprache übersetzt. Wir sind mit dem Speuzmobil langsam hinter unseren Gastgeber hergefahren. Auf dem Platz mit dem grossen Feuer in der Mitte hat uns der ganze Indianerstamm empfangen. Wir sind ausgestiegen und durften am Lagerfeuer Platz nehmen. Die Frauen haben uns zu essen gebracht, getrocknetes Fleisch und Beere. Wo es schon dunkel war und unsere Bäuche zum Platzen voll, haben sich ein paar Männer ums Feuer versammelt. Sie haben gesungen und tanzt und mit ihnen chatten auf den Tippis und Flammen in der Feuerstelle. «Ein Ungeheuer! Ein Geist!» hat sich plötzlich die Mama verschrocken an mich geklammert, wo sich ein Wesen mit einem riesigen Zottelkopf, geschwungenen Hörnern und schwarzen Ornamenten am ganzen Körper in den Tanz eingereiht hat. «Keine Angst, das ist nur ein Indianer, der sich als Bison verkleidet hat», habe ich sie beruhigt. «Sie tanzen den Bison-Tanz. Sicher gehen sie morgen auf die Jagd und bitten jetzt Bisons, dass sie jagen dürfen. Nichts ist für einen Prärie-Indianer so wichtig wie das Tier. Fast alles, was du da siehst, ist aus Bison gemacht, weisst? Kleider, Zelt und Mokassins aus seiner Haut. Messer, Nadeln und Trinkgefäß aus Bisonknochen. Fäden aus Sehnen, Spielsachen aus Horn, Decken aus dem Winterfell. Und rat mal, was da brennt. Trocknete Bisonfläden, weisst? Alles, wirklich alles, aus Bison. Jetzt ist der Häuptling, ein alter Mann mit einem prächtigen Federschmuck, mit in unsere Runde gesessen und hat dem Papa eine rauchende Pfeife angestreckt. Der Papa hat ein wichtiges Gesicht gemacht und sich wirklich Mühe gegeben.
Aber nach dem ersten Zug aus dieser Friedenspfeife hat er angefangen zu keuchen und husten wie Speuzmobil seinerzeit bei Steigung 9%. Präriegrün um die Nase hat er sich schliesslich mit letzter Kraft so würdig wie möglich verabschiedet und sich ins Speuzmobil verkrochen. Am anderen Tag, die Sonne ist schon hoch am Himmel gestanden, ist der Papa als Letzter aus dem Speuzmobil gekrochen. Wir anderen sind zusammen mit den Indianern am Rand der Zeltstadt gestanden und haben gespannt in die endlose grüne Weite gestarrt. Der Papa hat sich gestreckt und geräuspert und ist zu uns angeschlurft. «Ja, auf was warten die denn da alle?» hat er sich gewundert. «Auf die Rückkehr von der Speer», habe ich ihm erklärt. «Vor Sonnenaufgang sind schon aufgebrochen, um eine Bisonherde zu finden. Die Jäger sind schon parat. Sobald die Speer zurück sind, geht's los.» Endlich hat das Kind, das auf unser Speuzmobil geklettert ist, zum Weitersehen, etwas gerufen und aufgeregt auf eine kleine Staubwolke am Horizont zeigt, die schnell grösser geworden ist. Mit Rufen und Winken haben die Indianer die 5 Speer empfangen. Auf ihren kleinen, starken Ross sind sie aufs Zeltlager zugaloppiert. Aber je näher sie gekommen sind, desto dünner ist der Jubel geworden. Und als sie kurz vor der Zeltstadt angekommen sind, haben auch wir gesehen, dass sie nichts Gutes zu berichten haben. Mit gesenkten Köpfen sind sie vor den Häuptling geritten. Der hat müde abgewunken, hat die Stirne unter seiner Federkrone in tiefe Falten gelegt und den Blick verloren in die grüne grosse Leere gerichtet. Ich habe allen Mut zusammengenommen, bin zum Häuptling und habe ihn mit Zeichensprache gefragt, wie viele Mal seine Speer schon vergeben losgezogen sind, ohne eine Bisonherde zu finden. Er hat 7 Finger in die Luft gehoben. 7 Mal? Habe ich verschrocken gefragt. Und erst jetzt ist mir aufgefallen, wie ausgemergelt die Gesichter von unseren Gastgebern waren. Wie glanzlos ihre Augen, wie müde ihre Bewegungen. Wenn die Indianer alles, wirklich alles zum Leben der Bison haben, dann haben sie ohne Bisons nichts mehr. Wirklich nichts mehr zum Leben, hat die Mama gesagt. Eine Hungersnot. Mit schlechtem Gewissen habe ich an das getrocknete Fleisch gedacht, das wir gestern am Feuer gegessen haben. Vielleicht die letzte Reserve von dem Indianerstamm. Ich habe am Speuzmobil auf die rote Motorhaube geklopft. Da gibt's Nummer 1. Wir müssen ihnen helfen. Es war nur logisch, dass wir am nächsten Morgen im Speuzmobil als 6. Speertruppe mit aufgebrochen sind, um eine Bisonherde zu finden. Der Häuptling hat uns mit ernstem Gesicht noch vor Sonnenaufgang verabschiedet. Wir haben mit den 5 anderen Speer auf ihren Ross das Zeltlager verlassen und sind in die endlose Prärie rausgefahren. Die Sonne ist aufgegangen und hat erbarmungslos auf die endlos grüne Fläche gebrannt. Weit und breit kein Baum oder Felsen, wo uns Schatten hätte geben können. Im Speuzmobil ist es fast unerträglich heiß geworden. Nach einer Weile ist einer der Indianer zu uns angeritten und hat uns mit Zeichensprache zu verstehen gegeben, dass unsere Wege sich jetzt trennen. Jeder Speer ist in eine andere Richtung weitergeritten. Wir mit dem Speuzmobil nach Süden, immer der unbarmherzig heißen Sonne nach. Das Speuzmobil hat alles gegeben. Es hat gekücht, gespult und gespeuzt, bis das Kühlwasser gedampft hat. Aber kein Bison weit und breit. So viel wir auch mit roten Augen in die flirrende Hitze blinzelt haben. Am Mittag haben wir jede eine Dose Schokocreme aufgetan und wortlos geschlürft. Die Mama hat den Papa am Steuer abgelöst und weiter ist es gegangen. Grün, 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 grün. Und kein Ende. Es ist Abend geworden und kein Bison hat sich gezeigt. Müde und traurig haben wir nochmal jede eine Dose Dessertcreme ausgelöffelt. Lauwarm schmeckt übrigens auch vanillegrauenhaft. Ich glaube, ich bringe nie mehr auch nur einen Löffel Dessertcreme runter, habe ich zu mir selber gesagt. Ja, bald sind unsere Vorräte sowieso aufgebraucht, hat der Papa gemeint.
Wir haben noch 2 Dosen Schoki und 1 Vanillecreme. Dann geht's ins Lebige. Also ehrlich gesagt, ich habe noch keine Lust auf die ewigen Jagdgründe. Das ist die Zeit zum Umkehren. Ich glaube, ich höre nicht recht. Domalina hat ausnahmsweise mal etwas richtig verstanden. Zuerst den grossen Bison spielen und gross Staub aufwirbeln. Und dann den Schwanz einziehen. Nein. Wir kehren nicht um, bis wir die Herde gefunden haben. Schluss mit dem Gejammer. Ich übernehme Steuer. Aber Mutter, es ist sicher schon 20 Jahre her, dass du das letzte Mal ein Auto gefahren hast. Lass sie doch, habe ich dem Papa ins Ohr geflüstert. Immerhin hat es da ringsum nichts, wo sie dagegenfahren könnten. Stimmt, hat die Mama gemeint. Und so kommen wir auch mal zu einer Pause. Sie hat den Fahrersitz der Oma Lina überlassen und ist zu der Jenny und mir auf den Hintersitz gekrochen. Wir haben uns zusammengekuschelt. Die Sonne ist langsam am Horizont verschwunden. Die Oma Lina hat die Skiwerfer angemacht und ist entschlossen aufs Gaspedal gestanden. Das Speuzmobil hat wieder geküchert und gehustet. Und während seine Lichtkegel sich durch die Nacht tastet haben und die leeren Dessertcreme-Dosen hinter dem Rücksitz ein eintöniges Schlaflied gekläffelt haben, sind wir weiter über die endlos holprige Ebene gehötterlet. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Ein Berg. Aus Fell. Hat uns Jenny im Morgengrauen aus unserem unruhigen Schlaf geweckt. Ich habe in die Sonne geblinzelt, die gerade aufgegangen ist, und zuerst mal überhaupt nichts gesehen. Domalina ist aufgeschreckt. 2 braune, grosse Augen, eine feuchte Schnauze, ein mächtiger Kopf mit Zottelfell und 2 Hörner. Aus nächster Nähe hat er einen riesigen Bison verdattert ins Gesicht blinzelt. Wir sind aufgeschossen. Rundum nichts als dampfende Fell, stampfende Huf und mächtige Hörnerpaar. Wir sind umringt von einer riesigen Bisonherde. Also, das verstehe ich jetzt nicht ganz, hat Oma Lina gestottert. Ich muss ganz kurz eingeknickt sein. Ja, wie auch immer du das gemacht hast, Mutter. Du hast Bisons gefunden. Jetzt müssen wir sie nur noch zum Indianerdorf treiben. Rutsch über, ich übernehme Steuer. Haha, das würde so passen, hä? Wenn's lustig wird, spielst du wieder den grossen Cowboy. Nein, Bub, das lasse ich mir nicht entgehen. Die Oma Lina hat das Speuzmobil aus der Bisonherde rausgesteuert und vorsichtig gekehrt. Die Bisons haben nur die schweren Köpfe gedrüllt und uns gross angeschaut. Jetzt hat sich die Oma Lina mit roten Bäckchen über die Steuer gelehnt, hat durch ihre Brüllenränder blinzelt und uns über die Schultern verschmitzt zuzwinkert. Alle Cowboys angeschnallt? Wir haben genickt. Und «Yippie! Hüa! Hoppa!» hat Oma Lina auf die Hupe und aufs Gas gedrückt. Die Bisons haben uns verschrocken angestarrt. Ein tiefes Muh und Schnauben ist durch die Herde gegangen. Und dann hat sich die ganze Herde in Bewegung gesetzt. Und wie wenn sie noch nie etwas anderes gemacht hat, hat Oma Lina mit dem Speuzmobil die Herde vor sich an und in Richtung Indianerdorf getrieben. Und wo wir nach einer langen Fahrt weit vorne die Rauchsäulen der Indianertippis gesehen haben aufsteigen und die ersten Jubelrufe der Indianer zu hören waren, habe ich ihr anerkennend auf die Schulter geklopft und in ihr besseres linke Ohr hineingebrüllt. Von allen schwerhörigen Oma Linas auf dieser Welt bist du sicher mit Abstand der beste Bleifuss-Indianer. Wie wenn man das Speuzmobil beipflichten wollte, hat sie jetzt plötzlich laut aufgejault und mit einem lauten Speuz ein grosses Rauchzeichen aus dem Auspuff geblasen. Es hat gekläfelt, dampft und qualmt. Und mit einem letzten gigantischen Rauchzeichen hat sich das Speuzmobil von den Bisons und unseren Indianerfreunden verabschiedet und sich in einem gewaltigen Dampfwirbel aus dem Staub gemacht. Fast schon routiniert haben wir uns alle ins Polster drücken lassen, haben die Augen zugemacht und die Ohren zugehebt und abgewartet, wo unsere Reise im Speuzmobil uns das mal anführt. Aber irgendwie ist es das mal länger gegangen als sonst. Der Flug hat einfach kein Ende genommen. Der Wirbel ist ruhiger geworden, die Turbulenzen haben aufgehört und ganz ohne Kapriole ist unser Speuzmobil durch die endlose Dunkelheit geschwebt. Die Oma Lina hat die Skiwerfer angeschaltet und in die Dunkelheit hineingeblinzelt.
Aber das Licht ist von dem dicken schwarzen Rundum einfach verschluckt worden. Vielleicht ein Zeitloch? Hat die Mama geflüstert. Ah, ja, Mittwoch, mein Glückstag, hat Oma Lina gemurmelt. Schön, aber das erklärt das Ganze da auch nicht wirklich. Geht's noch lang? Hat Jenny schon angefangen rumzumüden. Da hat mich plötzlich etwas Herz am Hinterkopf getüpft. Au, Jenny, hör auf, das ist nicht witzig. Aber ich kann doch gar nichts. Wieder etwas Herz, das mal am Oberarm. Au! Ich habe das harte Teil von mir weggestoßen. Au! Hat Oma Lina jetzt protestiert. Und Autsch, geht's noch? Jetzt die Mama. Irgendetwas hat geklappert und gekläffelt und ich habe das Gefühl, uns schwirren immer mehr von diesen Teilen um den Kopf. Jetzt hat es auch Jenny bereicht, wo natürlich gerade direkt in ein Mordsgebrüll ausgebrochen ist. Keine Panik jetzt, Kopf auf die Knie, bleiben ruhig, unbedingt angeschnallt bleiben, habe ich das Kommando übernommen. Ganz vorsichtig habe ich aufgelangt und das Leselicht über der Tür vom Speuzmobil angemacht. Und jetzt haben wir endlich gesehen, was da im Speuzmobil umeinander geschwebt ist, wie ein Schwarm übergewichtige Fisch in einem grossen Aquarium. Die leeren Dessertcremebüchse. Mit offenen Mühlern haben wir dem verrückten Schauspiel zugeschaut. Schwerelosigkeit gibt's nur im Weltall. Und auch da noch in der Umlaufbahn von einem Planet. Wir schweben in unserem in unserem Spaceship um einen Planet. Ja, aber um welchen? Ich habe die Nase an der Scheibe platt gedrückt und ins Dunkel gestarrt. Und wirklich. Unter dem Speuzmobil ist jetzt eine grosse, runde Kugel zum Vorschein gekommen, die rostrot geleuchtet hat. Oh, der rote Planet. Wir schweben um den Mars, habe ich geflüstert. Jenny hat das alles überhaupt nicht beeindruckt. Sie hat giggelt und probiert, Türmchen aus den schwebenden Büchsen zu bauen, die ihr aber immer wieder verschlüpft sind. Wir anderen haben alle ehrfürchtig den Rostro-Planet angeschaut, der jetzt neben dem Speuzmobil aufgegangen ist. Eine Weile sind wir ganz still so da gesessen und haben mit grossen Augen und offenen Mühlern ins Weltall rausgestarrt. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Ein Stern, der blinkt, hat Jenny sich auf einmal gemeldet. Wir mussten nicht lange suchen. Wir hätten ihn sofort gesehen, den Stern, der blinkt hat und auf uns zugekommen ist. Das ist kein Stern. Das ist ein Satellit. Ah, sicher einer von der Marssonden, der aus der Umlaufbahn Fotos schiesst und auf die Erde überträgt. Und das Teil kommt aber schnell näher. Oh Mist! Sieht aus, wie wenn er sich auf der genau gleichen Umlaufbahn bewegt wie mir. Ja, mach etwas, Oma Lina. Ich? Ja, was denn? Der Satellit ist näher und näher gekommen. Man hat sein Piepen schon gehört. Probier, Speuzmobil zu starten. Was? Nur warten? Ja, meinst du? Durchstarten! Aber wir haben doch gar keinen Boden unter den Pneu. Probier's! Vielleicht schiebt uns der Rückstoß aus der Bahn. Der Satellit hat piept und blinkt, piept und blinkt, piept und blinkt, ist immer näher gekommen. Man hat seine silbrige Tragfläche mit den Solarzellen schon gesehen. Sein metallglänzigen Körper, seine Satellitenschüsseln und die blinkenden Signallampen. Und er ist direkt auf uns zugeflogen. Start durch! Oma Lina hat mit zittrigen Fingern den Schlüssel gedreht. Wir alle haben gespannt auf die Reaktion vom Speuzmobil gewartet. Und es hat uns nicht enttäuscht. Mit einem grandiosen Speuz hat es uns alle in den Sitz gedrückt, wie bei einem Raketenstart. Im letzten Moment. Durch die Hinterscheibe haben wir noch gesehen, wie der Satellit durch die grosse schwarze Abgaswolke geflogen ist, wo das Speuzmobil zurückgelassen hat. Der Jubel im Speuzmobil war gross. Freude herrscht! Puh, leck ist das knapp. Ein schönes, rostrotes Licht ist ins Speuzmobil gefallen und hat unsere strahlenden Gesichter in einen warmen Glanz getaucht. Ich habe aus dem Fenster geblinzelt und bin zusammengefahren. Schau mal raus, schnell! Ist der Mars nicht viel näher als vorher? Ich glaube, wir fliegen direkt auf ihn zu. Ah!
lasst mich noch machen, hat Oma Lina vergnügt umgegeben. Marslandungen gehören zu meinen leichteren Übungen. Sie hat konzentriert den Rotplanet fixiert. Und mit Gespüre und Feingefühl hat sie unser Speuzmobil in Position manövriert, zur Landung parat gemacht und mit sicherer Hand in einer gigantischen rostroten Staubwolke auf dem roten Planet parkiert. Die Dessert-Cremebüchsen sind auf den Boden getrollt, wie reife Zwetschgen vom Baum. Und auch wir anderen haben die Schwerkraft wieder gespürt, die uns am Boden gehabt hat. Mit einem Jubelschrei hat sich die ganze Mannschaft losgeschnallt und ist der Oma Lina um den Hals gefallen. «Ich habe ja schon einiges an Staubwolken gesehen», hat der Papa gestaunt. «Aber die schlägt alles Mutter.» Die Oma Lina hat verschmitzt gegrinst. «Ich habe ganz vergessen, dass Autofahren so viel Spass macht.» Wo wir uns einigermaßen beruhigt haben und der rötliche Staub sich geleitet hat, haben wir um uns herum eine rostige Fels-, Staub- und Sandlandschaft gesehen. «Gegen diese Wüste da ist Prärie ja eine blühende Landschaft», hat die Mama geseufzt. «Ja, wenigstens nicht so heiß. Geschätzte 20 Grad sind es da, das ist doch angenehm», hat der Papa probiert Mut zu machen. Aber da musste ihn leider enttäuschen. Das kann sich schnell ändern. In der Nacht sinkt die Temperatur auf dem Mars manchmal auf -85 Grad. Auch unsere Stimmung im Speuzmobil ist rasant gesunken. Paul, wenn du dich da schon so gut auskennst, weißt du sicher auch, ob der Mars bewohnt ist? Hat die Mama vorsichtig gefragt. Also bis jetzt hat man noch keinen Beweis für intelligentes Leben auf dem Mars gefunden. Aber Geschichten gibt es natürlich viel. Meistens werden die Marsianer als recht menschenähnlich beschrieben. Meistens grün und in der Regel ziemlich bösartig. Wir sind alle noch etwas tiefer in die Sitz gesunken und haben nach einer zündenden Idee gesucht, wie wir von da heil davon kommen könnten. Ich habe von mich angebrütet. Den Kopf an die Scheibe gelehnt, das Türknöpfchen in den Backen. Wo plötzlich eine unsichtbare Hand meine Tür von außen aufgemacht hat. Die Marsianer! Ein Angriff! Oma Lina, gib Gas! Sie sind überall! Habe ich verschrocken geschrauen. Dann habe ich das Gleichgewicht verloren, die Tür ist aufgespickt, ich bin aus dem Speuzmobil getrollt und auf dem staubigen Boden gelandet. Der Marsianer hinter mir hat mich an der Schulter gepackt und fein geschüttelt. Ich habe wild rumgefuchtelt und probiert, ihn abzuschütteln. «Eine Büchse! Gib mir eine Büchse!» Aber es hat alles nichts genützt. Der Marsianer hat sich über mich gebückt. Ich habe die Augen zugedrückt und das Schlimmste erwartet. Ich habe schon seinen Marsianer-Schnuff im Nacken gespürt, und er mir ins Ohr hineingekuschelt hat. «Paul! Paul!» «Hey! Der kennt mich, der Marsianer!» Ich habe ihm ins Gesicht geschaut. Und nicht zum Glauben! Der Marsianer hat doch tatsächlich die Frechheit gehabt, meiner Mutter ihr Gesicht zu tragen. Ich habe einen Geiss abgelassen, dass wir selber alle Harzberg gestanden sind. Ich habe mich am Speuzmobil im verdreckten Hinterreifen festgeklammert und habe mir geschworen, dass nichts mich je wird vom Speuzmobil trennen. «Paul, jetzt beruhig dich doch. Aufwachen. Wir sind da», hat der Marsianer mit dem Gesicht von meiner Mutter geflüstert. Ja, ich habe eine Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass mich kein Marsianer hat am Kragen packen, sondern dass meine Mutter probiert hat, mich zu wecken. Und als ich es endlich geschafft habe, die Augen aufzumachen, habe ich mich neben dem Speuzmobil gesehen hocken, im Gras, an einen Hinterreifen vom Speuzmobil geklammert. Meine Mutter hat sich über mich gebückt und mir die Haare aus dem Gesicht gestrichen. «Paul, alles in Ordnung?» Ja, blöder bin ich mir, glaube ich, in meinem Leben selten vorgekommen. Aber ich war auch noch nie so erleichtert. Ich bin der Mama gerade um den Hals gefallen. «Wir sind auf der Erde, im 21. Jahrhundert, im Speuzmobil!» «Was hast denn du gedacht, du Kasper?» «Schau, da vorne ist unser Ferienhaus. Die Oma Lina putzt schon die Küche. Und der Papa trägt gerade Jenny rein. Die schlafen noch tiefer als du.» Ich habe in die Runde geschaut.
Kein Marsianer. Keine rostrote Wüste. Ringsum eine grüne, saftige Wiese. Eine Waldlichtung, ein kleines Häuschen neben einem See. Die Tür ist aufgegangen und der Papa ist mir entgegengekommen. «Ja, bist endlich verwacht, Paul?» hat er grinst. «Du hast ja einen gesegneten Schlaf. Der Abdruck vom Türknöpfli bleibt wahrscheinlich jetzt die ganze Ferien in deiner Backe.» «Wiese, grüne Wiese», habe ich immer wieder geflüstert und über einen grünen Büschel gestreichelt. «Ja, was hat er denn?» hat der Papa die Mama gefragt. «Du, lass ihn einfach. Wahrscheinlich ist er immer noch hässig wegen der Familienferien und zieht eine Show ab.» Sie hat die 2 schwersten Rucksäcke aus der hinteren Tür geklopft und ins Häuschen getragen. «Auf jeden Fall, Paul, wenn du Hunger hast, ich mache dir ein Dessert, um unsere Ankunft zu feiern. Heute gibt's Vanille-Schoki mit Müsterli. Dein Lieblings...» «Danke, nicht für mich. Ich glaube, ich bringe in meinem ganzen Leben nie mehr Dessertcreme ab.» Ich habe mich aufgerappelt und den Staub aus meinen Kleidern geklopft. «Ja, was ist denn jetzt mit dir los auf einmal?» Der Papa hat den Kopf geschüttelt. Dann hat er am Speuzmobil die Motorhaube getätschelt und gemeint: das hat aber etwas geschafft heute, unser Speuzmobil.» «Ein Wunder, wirklich», habe ich von mich an gesagt. «Ein Wahnsinn, ehrlich, das hat etwas geschafft, unser Speuzmobil.» Ich bin mit zittrigen Beinen vor dem Speuzmobil in die Knie und habe ihm verträumt mit dem Ärmel den Staub vom Skiwerfer geputzt. «Also von allen extrem hässigen Ferienbuben, die ich kenne, hast du sicher den grössten Dachschaden», hat der Papa gegrinst und ist ins Ferienhaus hineingegangen. Und bevor ich dem Papa angerannt bin, habe ich mich noch einmal zum Speuzmobil herabgepuckt, habe ihm ein Küsschen auf die Motorhaube gedrückt und geflüstert: «Und von allen extrem klapprigen alten Speuzmobil bist mir du sicher das Liebste.» SRF Kids Hörspiel. Hat dir die Geschichte gefallen? Es gibt noch viel mehr. Abonniere jetzt den Podcast und du verpasst nie eine Geschichte. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.